Herzlich willkommen zurück zu einer neuen und hoffentlich spannenden Runde hier bei Tales of Berseria. Part Nummer 30 bereits und wir sind immer noch frisch, fröhlich und munter. Trifft mit den Spähern in Sechshundhafen, das müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Ich würde allerdings auch gerne noch ein bisschen da die quasi Alarmstufe Rotmonster und so platt machen. Aber erstmal gucken, wir haben hier glaube ich noch ein paar Gesprächsoptionen. Da oben ist eins. Aber erstmal natürlich noch das Schiff wieder auf Kurs schicken. Take a look at this. Verloren. Ja, trotzdem Bochum bekommen. Ja. Auf Erkundungsreise. Alle 3 verloren, ey. Wie schwach ist das denn bitte? Aber egal. I hear the High Priest was injured and will be recuperating somewhere for the near future. The church is saying he was cleaning his villa when something fell off a shelf and hit him. But there's also rumors that thieves snuck into the palace and attacked him. If that's true, who could have done it? He's always been there for the people, and everyone looks up to him. What a terrible rumor. Indeed. I want to believe it's just that, a rumor, but it's got the children all frightened. I'm not scared at all! Liar! Sis saw you crying! I'm the one who's not scared at all! If any bad guys show up, I'll handle them! Ooh, scary. I'm sure bad guys won't come near you. Something fell off a shelf? Nice. They're doing a really good job of covering this up. If it got out that the High Priest was murdered, and in the castle of all places, the people would lose faith in the government. Allerdings, warum haben wir die Goldtruhe übersehen? Hallo? Was ist denn los, Michael? Was ist denn los? Ich überlege sogar, ob man noch irgendwie einkaufen soll, weil jetzt Magellon Team ist, aber ja. Hey, I remember you. I'd never forget someone dressed as weird as you guys. You're those traveling misfits, the ones who did that dove act in Logris. Mad Lou's Menagerie, right? It's Moggy Lou's Menagerie. Get it right or pay the price. So, you saw us in Logris? That's right. I was there on Port Zexon business. I really looked forward to seeing you perform, but it never happened. But today's my lucky day. How about performing here in Port Zexon tomorrow? I want to see that sullen girl go coo again. It was hilarious. And that magician's dove trick, too. Sure, but I'll have you know we don't come cheap. Oh, I've got the money. I'd pay anything to see that again. No. Oh, come on, please. Take a hint. Hey now, don't be like that. Sorry, friend. Best give it up. Otherwise, my apprentice here might show you a special trick she's been itching to practice. One where she makes you disappear. Ooh, that sounds fun. Do it. If you insist. But just a warning, there's no guarantee you'll make it back. Still want to try? Wait, seriously? Seriously. And remember, it's Moggy Lou's Menagerie. See you at our next show. Was für ein Quatsch, ey. Die Gespräche immer. Meine Fresse. So, ich gehe jetzt auch mal ganz kurz zurück. Weil aus Gründen, ja, wir haben halt trotzdem noch ein paar Dinge bekommen, oder? Also eine Art Verteidigung, mal gucken. Michael hat relativ viele Art Verteidigung, sehr gut. Waffen. Nicht Arte. Ausrüstung. Ja, dann ganz kurz noch gucken, ob wir irgendwas Neues hätten, was sich aktuell lohnen würden. Nochmal ein bisschen neu einkaufen und so, weil es geht nachher auch ein bisschen schneller, oder? Und das soll trotz allem noch sein. Ja, muss. Also muss, kann, darf. So, die Ergebene. Bald alle, nö. Bisschen den Kämpferin. Ja, machen wir das hier. Spielt eh nicht groß eine Rolle. Weil obwohl ich hier eigentlich auf normal zocke, oder mittel, normal war, ist es doch ja, bisher noch relativ easy zum Durchkommen. Es gibt schon ab und zu mal so ein paar Dinge, wo man sagen, können heikel werden. Aber schlussendlich dann doch relativ simpel. Also, simpel. Er kommt doch relativ gut noch durch. So, hat der noch einen klugen neuen Ring? Nö, so klug sind die Ringe gar nicht. Ne, komm, lass mal den. Der sagt aber sowieso nichts Neues, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber vielleicht gleich am irgendwas einkaufen gehen, das könnte ja sein. Rein von Wasser und Feuer, nicht so lange behalten, oder? Weil dann hat sie Wasser und Feuer. Hier haben wir Verarschen, wenn er wieder rausgenommen war. Herr von Erde und Wind, so.
Das sind doch coole Titel. Ein bisschen mehr Fokus. Kann ja eigentlich nicht schaden. Ja, komm. Da kann mit dem Fokus echt noch gut was anfangen. Oh, Alter, geht der harte Angriff runter, will man verarschen. Nö. Das ist zu doof. Gut, dann nochmal kurz zurück. Ich würde sagen, nach gucken, gibt es was Neues zum Kaufen. Apfelgelee, was mache ich da? Ups. So wollte er gar nicht. Entschuldigung. Dankeschön. Einen Preisnachlass. Dann mal gucken, was wir hier für Waffen noch haben. Lustig war, offenbar gar nichts für Makidu. Nö, hat noch den gleichen Scheiß. Okay. Das muss ich eigentlich nur bei Makidu gucken. Kalzitstiefel. Wie viel bringen die? 5 plus. Oh. Bringen sie ungeheuerlich, war 5. Ah, ist ja egal. Hauptsache wir haben ein bisschen was. So. Den restlichen wollen sie erlegen. Wir kennen das Prozedere, ja. Zack. Und nachher ein bisschen upgraden. Vor allem natürlich Makidu, ganz klar. Weil ich glaube, die könnte uns vor allem so artangriffmäßig und so noch ordentlich was ja, beistehen halt. So, wir haben alles. Aufwärts, den bereits erwähnt. Bei Makidu. Makidu. Dann machen wir mal auf 2, war. So, Angriff 2 überall ist doch cool. Das hier. Da kann ich leider nichts mehr machen. Die Stiefel. Gute Stiefel sind natürlich sehr wichtig. So, machen ein bisschen mehr Angriff. Alter. Der Preise plötzlich. Ein bisschen mehr. Wir haben genug Geld. So. Ein bisschen windiger hier und dann sind wir, glaube ich, up to date. War verkaufen, ja. Ich meine, wir haben hier natürlich Material wieder ordentlich. Ja. Also brauchen wir die meisten Materialien zum. Ihr wisst schon, aber zum Upgraden. Aber ich glaube, wir können durchaus ein bisschen. Ja, bringt ja nicht viel, wa? Soll so einiges wert sein. Ich behalte es mal noch, weil klar, wir sehen, das bringt einiges. Aber vielleicht braucht es auch irgendwann mal noch und es jetzt verkaufen. Wäre ein bisschen sehr selten dämlich. So. Ein paar Minuten haben wir noch, dann sperren in Sechsenhafen. Jo, dann machen wir das direkt mal. Erstmal gucken. Wir haben hier noch weitere Gespräche. Das kratzt mir gerade ein bisschen an, muss ich zugeben. Weil ich wollte eigentlich direkt weitergehen, aber ja. Sind hier vermutlich Gespräche, die sonst verschwinden würden, daher kommen wir trotzdem mit. Hallo? Dankeschön. Lord Arturius' speech really struck a chord with me. I'm sure everyone else in town feels the same way. Actually, it would be problematic if they don't. Why would you have a problem with that? One word, lady. Business. The ceremony to move the great Empyrean Innominat is going on now, right? After a speech as moving as that, anyone would want to offer a prayer to the new Empyrean, which is why I'm selling commemorative chalices. They've just come in from Port Zexon. Oh, Innominat's blessings are many indeed. Are you decorating the chalices with anything? I'm just about to deliver them to the craftsman to get them engraved. I just hope all this effort doesn't go to waste. Impossible! This is the perfect opportunity. I guess amateurs just don't get it. I may not know business, but I know how this story ends. Artorius, this ceremony, all of it. I'll end this by my own hand. Das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, Velvet. Als wäre irgendwie zu einfach. Aber warten wir es doch ab. I've been feeling really out of it recently.
I was much happier when I was drinking sweet, sweet nectar. It suddenly got a lot harder to get. The price shot up 20 times in the black market. I came to the capital hoping it'd be easier to find, but no one's got any. Give it up. It's got vermilion ore in it. What? Vermilion ore? I heard that stuff is crazy addictive. Real bad news. It'll be easier to quit now that it's harder to find. Real sailors don't need that crap, right? Yeah, you're right. I don't need nectar. From now on, I'm going to the bar after work. Hey, buddy, thanks for the tip. No problem, buddy. So, verlassen. Dann bin ich mal gespannt. Kommen wir hier einigermaßen sicher zur nächsten Route? Was ist also da? Okay, Sachsenhafen. Aber wir können es noch auf dem Rückweg machen, wa? Denken wir immer noch nicht. Ja gut, komm, machen wir es hier auf dem Rückweg. Ja, mache schon. Immer mit der Ruhe essen. What's the matter, Laphicet? You look like you're not feeling well. Doesn't he always? You can stay out of this. You're a demon swordsman. Aizen is a cursed Moloch. Magilu is a bizarre witch. But what am I? Turning existential here. You're Velvet's tool and emergency rations, aren't you? That's what Lady Teresa called me too. A tool. But I'm alive. I get it. You're starting to wonder what your place in the world is. In that case, there's only one answer. You have to decide it. Huh? It's all up to you. It depends on what you want. That's what it means to be alive. You control the rudder of your life. Your hands on the wheel. My life. My rudder. Doubts are okay too. They're just further proof you're alive. I'll protect you until you find your answer. Your arts have helped me often enough. All right. I don't really understand. But thank you. Pretty words and all. But take care who you listen to, kid. Demons and reapers, remember? I hear there's a wicked witch about too. Get going or get left behind. Ah! We risk the wrath of the revenging reprobate! For now, let our rudders take us forward! Was eine Truppe, ey. Trotzdem, ich werde das Gefühl nicht los, dass Laphicet mal noch eine große Rolle spielen wird. Also, natürlich auf einen Bezug auf Zestiria jetzt, aber trotzdem. Wer könnte der sein? Der alte, also sprich der Opa von Berseria und Mikleo? Will man einen Namen geben, natürlich kein Problem. Wäre noch ein hübscher Plotfist, wa? Wenn es so wäre. Ich glaube sehr weniger. Wer sonst? Ich kann mich an keinen erinnern, der ungefähr so ausgesehen hätte wie Laphicet. Ja, Desel am Schluss noch. Nee, sicher nicht. Ach, keine Ahnung. Vielleicht fahren wir es noch, vielleicht auch nicht. Ist ja auch scheißegal. So. Ich denke mal, speichern kann trotz allem nicht schaden. Wir haben uns noch einiges gemacht, noch einiges gesehen, beziehungsweise gelesen und gehört. So. Weiter mit der Story. Mal schauen. Sieht zumindest nach aus. Haben wir sonst noch irgendetwas? Nö. Geht direkt weiter. Also, vermutlich. Die Spannung steigt! Ja, ziemlich friedlich. Quatschen wir mal mit den neuen Informationen. Nehmen wir eben gerne mal machen. Die hier, ja, wir haben den hier geschaut, wir werden den natürlich auch packen, aber ich lasse trotzdem mal noch die Nummer 3. 18 insgesamt, wa? Did the Sylph J reach your men? Yeah, they're scouting the checkpoints. They're not back yet? No, but they won't be long. Let's rest for a bit. I'm hungry. Yeah, me too. We'll rest until the scouts are back then.
ja, ziemlich cool, wa? No way. You managed to get some? Shh, idiot. Not so loud. Behold, the finest drink there is. Ileana Red. If Benwick and the others find out we have it, they'll drink the whole thing. Wait, you didn't tell them about it? Of course not. Those guys couldn't care less what they stuff down their gullets, as long as it gets the job done. The subtle notes of this exquisite libation would be lost on those louts. Well said. Now, I believe some Rucarella cheese would complement this Ileana nicely. We'll have to hide the bottle until we can get our hands on some. Leave that to me. Wow, talk about oblivious. Ich wollte gerade fragen, wie ich da auf Schiff raufkomme, weil da habe ich gar keine Chance, aber okay. Monsters Monsterangst macht. Auch nicht schlecht. So, ja. I gave the boy an apple too. Aren't I the kindest girl alive? An apple. Would you like one? This time I want you to crow like a No, thank you. Miss, are you really planning to fight Artorias? Well, the boy did ask me so sweetly. But you'd have no chance. Are you defying me? Did the old man give you orders? Not at all. Then you're coming with me. If things get too hot, we can run. And if we die, then... That's that. I know. You're a quick one, little Bienfu. But I do hope you'll struggle as long as possible. I need you around for when I'm bored, after all. Der arme BMW, ey. Der arme Kleine, tut mir so leid. Und da haben wir gerne Vorfälle noch. Nö. Is it good? It's tart, and yet sweet. No thanks. I wouldn't be able to taste it anyway. Oh. You sure like the sea? I'm afraid of the sea. The waves, sharks, all this strange fish. But at the same time, it's huge and full of wonder. When I let myself think about what might be over the horizon, it's exciting. My brother, he loved the sea too. Your brother? Really? He'd sit on the cape, just staring at it. I told him he'd catch cold in that ocean wind, but he never listened to a word I said. Your way of looking at the world is so much like his. I wish I bought him that compass. I wish we could have traveled together like he wanted. Hey! The scouts are back, everyone! Lafisat, you know you don't have to do this if you don't want to. I'm going with you, Velvet. I see. Ja, ja, die Geschichte zwischen Velvet und Laphicet, oder wohl ja den Laphicets, weil, ja, sie merkt sie selber an, wie ähnlich das irgendwie sind. Oh, toll. Die beiden und, ja, also, da muss doch irgendwie noch aufgeklärt werden. Da denkt wirklich, der ist einfach nur so, ja,
zufälligerweise einfach Malak, der einfach zufälligerweise so wie Laphicet irgendwie wirkt und mir ein bisschen ähnlich aussieht, ja, ähnlich aussehen hat und so weiter und so fort, aber sonst nichts gemeinsam hat, fertig, das war's. Glaube ich ja selbst nicht, übrigens relativ schnell gelöscht hier, wie es aussieht. Auch nicht schlecht. So, so es aussieht, geht es ja gleich weiter. Treffen wir uns in den Spähern. Ja, nein, wie sieht's aus? Ich glaube, das ist wieder mal etwas, was wir in der nächsten Folge begutachten werden. Hier war Tales of Berseria und ich sage vielen, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.